Ich verspreche noch, dass ich probiere, mich in die 2 Minuten und 30 Sekunden, die schon mit diesem komplexen Thema zu halten, dass so, dass ich Mengen nicht allein habe, sie wenn ich so ein Parlament muss sich Sorgen Demokratie machen, ob daheim oder am Ausland. Wir können doch nicht nur gucken, während Demokratie, Machtbestimmung, am Argument von der Krise einfach aufgeschafft wird. Gouf gesagt, wir haben der Regierung mehr Pouvoir gin, mehr zeitlich begrenzt, weil als Verfassung das vorgesehen, erwähnt den Debat suiviert wird, wie man das Gesetz gestimmt hat, den erinnert sich, dass schon demals, wie die Verfassungsänderung überhaupt kommen ist, dass Chamber gefroht ist für den Etat de Krise, dass da schon darüber gestritten ging, dass für wie lang dann ubrucht wäre, der Regierung so Pouvoiren zu gehen. Ich meine, dass es wichtig ist in einer Demokratie, dass den Lucht Ende vom Tunnel gesagt, wenn in einer Regierung vollsten Vertrauen ausschwätzt und dass den nicht einfach der so das wird schon riecht gehen. Denn David Wagner hat gesagt, Herr Orban gehört wahrscheinlich auf einen Platz, wo Leute sitzen, die Geld klauen, Geld veruntreuen oder sonst Schandtaten beginnen. Was mich am besten geprägt hat, meine ich, bei dem Debat ist, denn Herr Orban ist an die letzten Wahlen an Ungarn rangegangen mit dem Slogan "Stoppt Brexit". Er hat das gesagt. Da haben sie jetzt nachher mit dem nämlichen Gedanken gut. Stoppt Brexit, mehr, wenn ich Geld kriege, für meine eigene Tasche voll zu machen, dann holen sie es, an egal ob Italien leid oder nicht, Ungarn könnt als echt. Ungarn first, the rest later. Ich meine, es gibt noch einen großen, oder besser gesagt, ein bisschen mehr voluminösen Staatsmann, den das auch für sein Land behaupten. Wir sollten als Chamber klar Position holen, wann es Abus de pouvoir gibt. Und für eine Ewe zu sagen, weil ich nach 10 Sekunden hun, Herr Kartheiser, wann ich geliebt, wann der iPhone mit Fake News hantiert, mir hätte gestern eine Motion gestimmt, dass den darf Tracking machen. Das ist erstens falsch, wenn ein Text liest, kann das sehr nachvollziehen. Und zweitens, gerade für den Herrn Orban zu verteidigen, der wirklich der Meister von Fake News in Europa ist, mit Fake News zu hantieren, das weist, wessen Geisteskind sie sind. Das soll nicht schmerzen. Merci vielmals, Herr Klemmer. Und da gebe ich der Regierung für Personal, Herr Finanzminister Pierre Gramegna. Für Personal. Herr Kartheiser will noch kurz etwas sagen. Schon 5 Minuten, Herr Präsident, für Personal im Reglement von Beschnittieren. Ich wollte eigentlich auf die Frage zurückkommen, ich will den Text nicht teilen, was wir gestern gestimmt haben, dafür stehe ich gerne zur Verfügung, wenn ich den Text teilt, mich zu korrigieren. Mit dem Sinn davon, von dem da werde kein obligatorische Tracking-App stimmt klar dran, Herr Kartheiser. Also für Fleischneiker op die Sache zurückzukommen, die wir gestern diskutiert haben. Weil der Clement hat das schon in einer delikater Form opgebracht. Wir haben gestern die Diskussion gehabt, und ich habe wie gesagt den Text nicht verleihen, ob es möglich kann sein hier am Land oder nicht, dass Leute, die krank sind, also Covid-19 erkrankt sind, können durch eine App, eine elektronische Form, die auf das Smartphone gelöst sind, traciert gehen, für Kontakte mit anderen zu verhindern, zu managen. Das muss ich dann sehen, wie das ausfällt. Die Europäische Kommission hat über EU-Health oder so etwas, als du eine Tüte im Gang, und es soll dann geguckt gehen, für das zu machen. Wir hatten gestern heute die Diskussion. Wir haben als RDR gesagt, wir wollen das nicht. Wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, weil wir dadurch das Sekret medikal verletzt gesehen, wenn man durch Bewegungsfreiheit verletzt gesehen, Privatsphäre von den Leuten, wenn man nicht wollen, dass das zu einer Stigmatisierung von kranken Leuten kann führen, wenn man nicht wollen, dass das zu einer sozialen Isolation von kranken Leuten führen, wenn geguckt wird, wie wenig Kontakt mit ihnen hat. Es ist schon heute zu antworten. Das als gestern am Parlament über eine Motion nicht ausgeschlossen gehen. Wir wollten es ausschließen. Das ist das, was ich will sagen. Und am Eisen an, und du kannst nicht sagen, das wäre nicht als Recht, als das eine Verletzung von Grundrechten.
Ech wees eng Majoritéit ha banne gesäit dat ernstnecht. Me et ass eng potenziell Verletzung vu Grundrechter. Die huet behaupten, wir hätten dafür gestimmt, dass sie sollen appliziert gehen. Und dat ass kein Fake News. Wo was Lige? Wen hat gesagt für eng Ligen? Ich schon dat gesagt, Herr Karteiser. Die hat gesagt, wir hätten eine Motion gestimmt, wo wir zugestimmt hätten. Zugestimmt hätten, für das einer Leute trassiert geht. Das tut ihr behauptet. Ich schließe mich dem un, Herr Max die Bartolomeo. Ich schon den Text nicht viel leihen. Tatsache aus, dass das nicht ausgeschlossen ist. Herr Präsident, Herr Karteiser soll zum Schluss kommen für seine Ausführungen. 5 Minuten wird zu antworten, aber wenn ich in der Brach gehe, kann ich das nicht mehr. Wir können ja, Schulen heute zur Kenntnis, gestern war eine große Majorität der Meinung, dass das möglich sein an den Schulen zur Kenntnis, dass die Majorität sich lautstark äußert. Wir müssen doch einfach Leid beurteilen. Lass mal gucken, was an den nächsten Wochen kommt. Lass mal gucken, was von der Europäischen Kommission proposiert wird, und wie die litauische Regierung sich dazu stellt. Gestern als gesagt, wir können uns nicht dagegen führen, für dass wir an der Europäischen Union eventuell die Einzigen sind, die das nicht machen. Wir können, ich weiß nicht, wie gesagt, wir können doch nicht, wenn wir zu 27 machen, den Einzigen sind, den du nicht machen möchtest. Wir werden als RDR in diesem Fall weiter darauf gucken, dass Menschenrechte von den kranken Leuten respektiert gehen. Aber wenn dir sagt, dass das Fake News, wenn das Fake News soll sein, dann assumieren wir das. Wir sind dafür Koten von den Menschenrechten, auch von den Kranken. Ich soll nicht merci. In den nicht vorgestellt, die Lied. Dann wird weitergehen und den Herr Sven Klemmer. Herr Partner, ich profitiere noch vom Fait personell, weil als Autor von der Motion gouf ich ja direkt mat an Schossen in Kabruch, dann stimmt dort so, dass den Herr Karteiser die Motion komplett falsch wiedergehen huet, weil den echten Invit von der Motion an se steht Porter, Herr Karteiser, bësse Recherche, die sieht sos en intellektuellen, an intelligente Mënsch, dann hätte ich euch zugetraut, dat zu machen, an die 2 Sätze, die an der Motion stehen, not zu lesen. Aus diesen Gründen invitéiert Deputéierte Chamber die Regierung erstens kein obligatorisch Tracing-Applikations seitens der Regierung zu Lützeburg zuzulassen. Wer behauptet, dass hier etwas aufgestimmt gewesen, mit dem kranke Leute forciert gehen, getraced zu gehen, der Lied, eigentlich kann ich es nicht sagen. Und ich meine, Gipferin, du baust Gipferin hier bannen, kann Satz Lützeburgisch lesen, verstehen und dann auch verstehen, was man da gemeint hat. Oder, wie Herr Engel sagt, vielleicht auch nicht. Den zweiten Satz übrigens, für komplett zu sein, nicht, dass er nur sieht, ich wäre unkomplett. Zweitens, auch bei volontären Applikationen, das heißt, wenn eine Person das will, seitens der Regierung keine Zentralspeicherung von Daten zuzulassen. Da ist die Überwachung definitiv ausgeschlossen. Wir werden an der Kommission dazu sicherlich eine konsensuelle Majorität finden, und ich bin mir sicher, dass diese Chamber nicht Grundrechte von den Lützeburgerinnen und Lützeburger mit Facetrippelt so, wie gute Kollege, den Herr Viktor Orban, das am Moment an Ungarn möchte. Merci vielmals, Herr Klemmer. Da gebe ich der Regierung Wort gehen, dem Herrn Finanzminister Pierre Garmedia. Merci, Herr Präsident. Außenminister Jean Asselborn hat mich gefragt, für heute zu sein, wann die Motion heute debattiert wird.